Der maurische Ofen ist ein traditioneller Keramikofen mit vertikalem Zug und direkter Flamme, der über Jahrhunderte hinweg zum Brennen von Töpfen und anderen Keramikstücken verwendet wurde. Seine Struktur besteht aus handgefertigten massiven Ziegeln, die mit Lehm und Sand verbunden sind. Jedes Element des Ofens hat eine präzise Funktion und dient dazu, Feuer und Wärme zu halten oder zu leiten. Der Ofen ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Im unteren Teil befindet sich die Feuerkammer, die aus Steinquadern und Ziegeln gebaut ist. In ihrer Decke befindet sich ein durchlöchertes Gewölbe, das sogenannte Garbel, durch das Wärme und Gase aufsteigen können. Durch diese Öffnungen gelangt die Energie in die obere Kammer, den eigentlichen Brennraum, der von einem Gewölbe überdeckt und mit dem Schornstein verbunden ist. Bevor das Feuer entzündet wird, muss der Ofen mit den zu brennenden Keramikstücken gefüllt werden. Dieser Vorgang, das Beladen des Ofens, erfordert Erfahrung und Präzision. Die Keramikstücke werden in konzentrischen Reihen angeordnet, entsprechend der kreisförmigen Form der Kammer, sodass sie sich gegenseitig stützen und die Wärme zirkulieren kann. Ist der Ofen gefüllt, wird die Öffnung mit Ausschussware und Lehm verschlossen, um die Wärme zu halten. Sobald der Brennvorgang beginnt, wird in den ersten 6 Stunden ein schwaches Feuer unterhalten, um die Stücke langsam zu erwärmen. Danach folgt ein stärkeres, intensiveres Feuer für weitere 6 Stunden. Die Wärme durchströmt das Innere des Ofens, steigt durch das Garbel nach oben und entweicht durch den Schornstein, während sich die Keramik verändert und neue Farben annimmt. Ist der Brennvorgang abgeschlossen, wird das Feuer gelöscht und die Feuerkammer verschlossen. Die Abkühlung erfolgt langsam und kontrolliert, um ein Reißen der Stücke zu vermeiden. Stunden später beginnt das Entladen des Ofens, ein ruhiger und sorgfältiger Prozess, der eine lange und geduldige Arbeit abschließt und ein handwerkliches Wissen widerspiegelt, das über Generationen weitergegeben wurde.